Los, was für eine Woche liegt hinter uns. Man könnte auch sagen, was für eine stürmische Woche liegt hinter uns. Neue Bestimmungen, neue Begrenzungen, Regeln. Und wahrscheinlich geht es uns allen ein bisschen ähnlich. Gefühlt dreht sich fast alles nur noch um das Virus, das irgendwo unser Leben verändert und beeinträchtigt. Beziehungsweise, dass wir die Situation irgendwie in den Griff kriegen, sagen die einen. Dass wir so wahnsinnig eingeschränkt sind, sagen wiederum die anderen. Dass das doch wirklich alles übertrieben ist, werfen manche ein. Und der eine oder andere sagt dann, halt dich endlich dran an die Regeln, halt die Klappe und zieh die Maske auf. Sagen auch ein paar. Also die Bandbreite ist relativ groß, was in der ganzen Woche so passiert. Und jeden Tag erreichen uns neue Nachrichten, neue Headlines. Ich habe ein paar Schlagzeilen mal mitgebracht von der letzten Woche, die so durch das Internet, durch unsere Zeitungslandschaft durchgegangen sind. Gesundheitspersonal am Limit. Keine guten Nachrichten, das sagen die Experten zur Corona-Lage. Habe leider keine guten Nachrichten, wieder mal keine guten Nachrichten und aktuelle Zahlen und der internationale Vergleich rot-blau, explosionsartig und die gute Frau Merkel warnt vor Intensivbettenkollaps. Ja, und in Frankreich, genau, da sagen sie das. Ihr könnt ja alle lesen. Meine Aussprache ist leider nicht ganz so gut. Covid-19. Etwas dazu. Der Batz hat vor ein paar Tagen Folgendes geschrieben als Titel: Es sind anstrengende Zeiten, in denen wir leben. Die Corona-Krise schüttelt uns Menschen durch. Wir reden von Lockdowns, hoffen, dass wir keinen zweiten erleben. Und nicht wenige fürchten auch einen wirtschaftlichen Kollaps oder die Folgen von dieser Pandemie. Leute, so sehr wir uns unsere Aufmerksamkeit auf ein für uns unsichtbares Virus momentan lenken, so leicht geht vergessen, dass andere Probleme keineswegs deswegen aus der Welt sind. Und lasst es mich mal so betonen, Leute, in Frankreich wird dies der Bevölkerung mit einer schrecklichen Serie von islamistischen, terroristischen Anschlägen schonungslos momentan vor Augen gehalten. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit ist in unserem Nachbarland Menschen umgebracht worden auf eine bestialische Art und Weise. Wie ein Virus scheint Hass momentan vom Mensch zu Mensch zu springen, in ganze Bevölkerungsgruppen hineinzuspringen. Look, gegen die Pandemie vom Hass, da hilft leider weder Masken noch Abstand halten. Da hilft kein Lockdown gegenüber diesem Hass, Leute. Es sind tatsächlich anstrengende Zeiten, man könnte auch sagen stürmische Zeiten. Und die Emotionen in den Zeiten kochen wirklich hoch. Da ist von Angst, von Trauer die Rede, von Wut, von Unsicherheit, von Verzweiflung. Es sind wirklich stürmische Zeiten. Und lasst mich das am Anfang sagen von der ganzen Serie. Liebes ICF, inmitten diesen stürmischen Zeiten bleiben wir standhaft. Bleiben wir standhaft. Und in Zeiten von Abstand halten wir trotzdem zusammen, auch gerade gegen den Hass. Und lasst mich das deutlich sagen, wir halten zusammen. Wir stehen sogar nah beieinander gegen den Virus Hass. Und das möchten wir als ganze Kirche hochhalten, Leute, hochhalten in dieser sehr, sehr stürmischen Zeit. Look, in den nächsten Wochen werden wir uns genau deswegen mit Emotionen beschäftigen. Emotionen, die in der Bibel rauf und runter beschrieben werden, von Wut, von Hass, von Trauer, von allem Möglichen. Und ich glaube, das ist sehr aktuell. Wenn dich jetzt einer fragen würde, look, wie geht's dir? Wie geht's dir? Und du nicht mit einer Floskel antworten dürftest wie gut so, Corona-frei, alles im Lot oder irgend so ein paar nette Sprüche. Und du wirklich mal überlegen müsstest, was antwortest du, wenn jetzt dich einer fragt, wie geht's dir? Ich habe mir selbst die Frage gestellt, ich dachte, das ist wirklich noch so komplex, richtig denn zu antworten und noch ehrlich irgendwo dabei zu bleiben. Ich habe in den letzten Wochen einen Bibeltext gelesen, in dem es im ersten Blick überhaupt nicht um Emotionen geht. Eher so mit unterschwellig geht es darum. Und er hat mich sehr ins Nachdenken gebracht. Es ist eine Episode aus der Apostelgeschichte,
wo Paulus, wo wir in den letzten Wochen seinen Brief über die Römer so wenig angeschaut hat, Paulus im Gefängnis sitzt. Er ist festgenommen worden. Und er wird jetzt zu diesem Statthalter gebracht, er muss sich verteidigen und so weiter. Und ich möchte euch mit dem Text mal zusammen lesen. Das heißt da, es kann lediglich der Satz gewesen sein, den ich allen Versammelten zurief, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube, werde ich heute von euch angeklagt. Das sagte Paulus gegenüber dem Felix. Felix, der Statthalter, antwortet dann, Felix, der über den Glauben der Christen viel wusste, vertagte daraufhin die Verhandlung, in der wir uns befinden hier, und sagte, wenn der Kommandant Lysias hier ist, werde ich die Sache entscheiden. Paulus wurde weiterhin gefangen gehalten, aber Felix wies den verantwortlichen Hauptmann an, die Haft zu mildern. Außerdem durften Angehörige und Freunde Paulus versorgen. Der Paulus ist festgenommen worden. Er muss sich verteidigen, erklären. Er sagt, das kann ja nur wegen dem einen Satz gewesen sein und wird festgesetzt. Es war eine harte Haft. Und jetzt kriegt er Erleichterung, er wird versorgt, er kriegt mehr zu essen und so weiter. Und dann geht die Geschichte weiter. Nach einigen Tagen ließen Felix und seine jüdische Frau Drusilla den Gefangenen Paulus zu sich rufen. Sie wollten mehr über den Glauben an Jesus Christus hören. Aber als Paulus dann auch noch von einem Leben sprach, das Gott gefällt, von Selbstbeherrschung und dem künftigen Gericht Gottes, da erschrak Felix und sagte schnell, hey, für heute reicht es. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich dich wieder rufen lassen. Außerdem hoffte er insgeheim von Paulus Bestechungsgelder zu bekommen. Und deshalb ließ er ihn häufig zu sich holen und unterhielt sich mit ihm. Nach 2 Jahren wurde Felix von Porcius Festus abgelöst. Um den Juden am Ende seiner Amtszeit noch einen Gefallen zu tun, sorgte Felix dafür, dass Paulus weiterhin in Haft blieb. Das ist mal eine Story. Und wenn man Paulus fragen würde, hey Paulus, wie geht's dir so? 2 Jahre in einem persönlichen Lockdown, eine Art Gefängnis, wo du ab und zu noch Besuch erhalten darfst. Paulus, wie geht's dir? Und der Paulus hat eins erlebt, on und off. Er wurde immer wieder rausgeholt aus seinem Knast, mit Felix mitzureden, mit der Drusilla mitzureden, mit Konversation. Vielleicht hat er Gefühle, oh, jetzt werde ich vielleicht doch mal irgendwann freigelassen und so weiter. Und dann wird er wieder eingesperrt und wieder zurückgestoppt. Hoffnung, Resignation. Oh, jetzt könnte es besser werden und dann auf einmal wieder dasselbe. 2 Jahre lang. Und danach geht es nahtlos weiter mit Porcius Festus. Er sitzt immer noch im Knast. Welche Emotionen hätte wohl der Paulus in der Phase gehabt? Was hat ihn wohl in Beschlag genommen? Bei so einem On und Off zwischen Hoffnung und Resignation und jetzt kann ich mal wieder raus und jetzt bin ich wieder zurück. Und über die Frage habe ich mir länger den Kopf zerbrochen, die ganze Woche. Ich sagte, wie muss so ein Mensch gegangen sein, der immer wieder mal rauskommt und Hoffnung erlebt und reden kann und so weiter, über sein Herzensanliegen mit anderen sprechen kann und dann auf einmal wieder weggeschlossen wird. Und irgendwann ist mir die Frage durch den Kopf gegangen, look, was wäre, wenn die Situation, die wir momentan in dieser Pandemie erleben, noch 2 Jahre so geht? Also bis zum Jahr 2022. Immer wieder off und on. Dann kann man wieder mehr Leute sich treffen, dann wird man wieder zurückgefahren. Das ist ja fast nicht denkbar. Aber was wäre wirklich, wenn das unsere Perspektive ist, die nächsten 2 Jahre? Masken rauf, Masken ab, Hände waschen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt sagst du vielleicht, ja nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das stimmt schon. Ich konnte mir vor einem Jahr auch nicht vorstellen, dass ich vor so Masken hier rede. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man in der Schweiz wirklich so weit mit Masken unterwegs sein darf, dass man nicht mehr singen darf, konnte ich mir vor einem Jahr auch nicht vorstellen. Nein, ich konnte mir auf einem Jahr nicht vorstellen, dass sich auf allen Männertoiletten fast alle jetzt die Hände waschen. Das ist eine Errungenschaft aus der Pandemie. Das muss man einfach mal festhalten, das ist was Gutes, das ist eine gute Nachricht. Habe ich mir fast nicht vorstellen können, haben wir erreicht. Ja, was wäre, wenn jetzt 2 Jahre lang immer noch so weitergeht? Mir sind 2 Dinge durch den Kopf gegangen, wo ich glaube, sehr hilfreich sind in der Phase, wo wir drin stecken, wo sehr stark mit unseren Emotionen zusammenhängen.
Ich glaube, das eine, was uns wirklich helfen kann, durch diese ganze Phase hindurchzugehen, ist ein simpler Satz, der heißt, es ist, wie es ist. Der hört sich vielleicht jetzt für dich, du da sitzt und denkst, es ist, wie es ist. Ja, was soll das denn jetzt? Ja, doch, es ist, wie es ist. Das kann enorm helfen, wirklich helfen. Du denkst vielleicht, das ist naiv oder kindlich, es ist, wie es ist. Nein, ich glaube wirklich, es ist enorm wichtig. Es ist, wie es ist. Die Situation in unserem Land, sie ist, wie es ist. Die Regierung, die wir haben, ja, die ist so, wie sie ist momentan. Ja. Die Kirche, die wir hier haben, es ist, wie es ist. Und der Mensch, der neben dir sitzt, der ist auch so, ist, wie es ist. Der ist halt so. Look, und damit meine ich in keinster Weise, dass ich damit sagen will, da kann man halt nichts machen. Das meine ich überhaupt nicht damit. Es ist, wie es ist zuerst mal, ich akzeptiere das und ich resigniere nicht. Ich akzeptiere, wie es ist, aber ich resigniere nicht. Ich sage eben nicht, da kann man nichts machen, sondern ich sage mir selbst, nein, es ist, wie es ist. Ich möchte die Situation, wie sie momentan wirklich ist, annehmen. Ein falscher Rückschluss wäre zu sagen, da kann man halt nichts machen. Aber anzunehmen, ohne darüber verstimmt zu werden, das ist die Voraussetzung, dass sich wirklich was verändern kann. Dass wir wirklich verhandeln können, auch in der Phase. Und nicht einfach nur, oh, ich kann gar nichts mehr machen. Nein, ich glaube sehr wohl, wir können was machen. Aber ich bin auch nicht dafür verantwortlich, dass alles verwandelt werden muss durch mich, sondern wir haben einen Gott, wo wir fragen und bitten dürfen, Gott, auch in der Phase, so wie es ist, ich hoffe daraus, was wir machen, dass du ein Segen daraus werden lässt, auch in dieser ganzen Bevölkerung, in meinem eigenen Leben und darüber hinaus. Look, die Pandemie, ehrlich gesagt, die hat mich in den letzten halben Jahr mehrmals zu dem Punkt gebracht hier. Ich habe heulen können. Ich fand es so extrem anstrengend und mühsam und frustrierend zum Teil. Dauernd zu überlegen, was geht jetzt, was macht man, wie sind die Umstände. Und Leute, ich habe mich oft gefragt, ist das jetzt ein richtiger Entscheid, den wir getroffen haben? Ist das ein richtiger Entscheid, wenn wir so und so machen? Oder das und das tun und jenes machen? Und häufig bin ich ehrlich gesagt auch unsicher gewesen. Ich wusste nicht, ist das jetzt wirklich gut? Und ich habe immer mehr dazu hinkommen müssen, Gott, ich lege dir das an und am Ende vom Tag, du kannst was draus machen. Es ist, wie es ist. Ich bin nicht nur ein Opfer von dieser Phase. Es ist, wie es ist und ich möchte mittendrin das Beste draus machen. Aber ich sage, es ist, wie es ist. Und noch was Zweites, glaube ich, wo es sehr helfen kann. Und es ist erstaunlich, dass der Paulus im Gefängnis keinen einzigen Satz darüber verliert, dass er darüber stöhnt und macht und tut und so weiter. Er ist 2 Jahre im Lockdown, es ist, wie es ist, und wird rausgeholt, wird reingesteckt. Und die ganze Phase verkündet er Jesus. Und was Zweites, Veränderungen, in die wir alle momentan erleben, bedeuten auch, dass wir uns bewegen müssen. Und Bewegung bedeutet ja, dass wir vorübergehend unseren sicheren Standpunkt, wo wir momentan haben, ein Stück verlassen müssen und sagen, wir müssen uns irgendwo anders hin bewegen, als ganze Gesellschaft, als Kirche, als Einzelperson. Und da muss man muss sich halt bewegen. Und das ist nicht nur angenehm, aber es kann auch ein Abenteuer werden. Und wir können als Kirche momentan kaum 1 oder 2 Wochen vernünftig vorausplanen. Heute hätte ich gar nicht hier predigen sollen, sondern Matthias Saladin. Der kann aber nicht, sitzt daheim. Hat kein Corona. Ist auch nicht in Quarantäne, aber ist stark erkältet, ja. Geht nicht. Und so ist jede Woche anders. Jede Woche muss man anders planen und mit all denen ich rede, sage ich, die Planung ist wirklich schwierig geworden. In der Familie, Geburtstagsfeste, Hochzeiten. Gerade eine Hochzeit mitbekommen, die schon im Frühjahr abgesagt wurde wegen Corona und jetzt im Herbst fast auch wieder abgesagt worden wäre wegen Corona. Sie haben trotzdem geheiratet. Aber es ist anstrengend, es ist mühsam, es ist wirklich, das macht unsicher. Das hinterlässt ein extrem unangenehmes Gefühl. Leute, aber je mehr meine innere Ruhe von diesen ständig neuen, veränderten Bedingungen abhängt, desto unruhiger werde ich auch. Mein Leben kann nicht von diesen dauernden Veränderungen abhängen. Interessant, der Paulus sitzt 2 Jahre im Gefängnis. Und er lebt immer wieder, es ist hin und her und hin und her. Und trotzdem in keinem einzigen Satz, in dem ganzen Bericht, ist davon der Rede, dass sein Mittelpunkt irgendwo verloren gegangen ist. Dass er auf einmal eine Unruhe in sich trägt, wo er nicht mehr handeln kann. Das ist erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich, wie ruhig und gelassen er immer wieder davon berichtet wird,
wie er rausgeholt wird? Wie wird man so, sage ich mal, ruhiger und gelassener und trotzdem fokussiert mitten in so einer verrückten Pandemiezeit, in so einem On und Off? Und ich glaube, wir müssen uns zwei Fragen stellen. Oder der Text von Paulus, der bringt uns letztlich dahin, zwei Fragen uns zu stellen, um die wir nicht drumherum kommen in dieser ganzen Pandemie. Und die eine Frage ist, was gibt deinem Leben persönlich Erhalt und Sicherheit? Wir können auch anders sagen, was gibt ihm im Leben Wurzeln? Wo du wirklich merkst, look, da bin ich verwurzelt. Egal was kommt, was gibt deinem Leben wirkliche Halt, wirkliche Sicherheit? Wenn sich alles drumherum wandelt und alles andere wird, woher kommt das? Look, das Wort innerer Halt, das hängt stark semantisch auch mit dem anderen Wort zusammen, innehalten. Und ab und zu muss man innehalten, um den inneren Halt wieder wirklich zu spüren und zu merken, was hält mich denn? Was hält mich denn jetzt wirklich? Momentan stöhnen wir viel, dass wir vielleicht im Lockdown eingeschlossen werden und nicht mehr raus dürfen, unsere Freizeitaktivitäten alle eingeschränkt sind. Und das ist sehr, sehr anstrengend, gerade wenn man kleine Kinder hat. Es ist eine Herausforderung, in der Wohnung, im Haus zu sitzen mit den Kleinen und die den ganzen Tag beschäftigt sein wollen. Aber die ganze Pandemie bringt uns auch dazu hin zu der Frage, wann hältst du inne? Und es ist ein guter Moment momentan, innezuhalten und sich selbst zu fragen, was gibt mir dem eigenen Leben an sich einen wirklichen inneren Halt? Und es ist vollkommen klar, dass man mit kleinen Kindern nicht eine Stunde meditieren kann, ohne gestört zu werden. Das meine ich auch nicht. Aber die Frage müssen wir eine wegstellen, was hält dich innen drin? Was hält dich? Der Paulus, der gefangen genommene Paulus, der hat das mal so für sich ausgedrückt an einem Brief in den Korinther und der Phase entstanden ist. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Und für mich ist in den letzten Wochen wirklich entscheidend geworden, mich immer wieder genau auf den Grund zu beziehen und sagen, das gibt mir im momentanen Leben wirklich Halt. Eine tiefe innere Halt. Auf dem möchte ich mich wirklich immer wieder gründen und sagen, ich bin gehalten von diesem Jesus. Und woher weiß ich das? Ich weiß es nicht, weil ich ein besseres Gefühl habe. Ich weiß es auch nicht deswegen, weil ich mich auf einmal irgendwie innerlich so gehalten fühle. Nein, ich fühle manchmal gar nichts. Ich bin eher von der Kategorie. Aber woher weiß ich das, dass Gott mich trotzdem hält und er wirklich dieser Grund ist? Es gibt nur einen einzigen Grund. Aus der Bibel weiß ich das, aus dem Wort Gottes. Und gerade in der Phase, wo wir drin stecken, glaube ich, ist enorm wichtig, hey, lies die Bibel wieder. Fang an, wirklich dich damit zu beschäftigen. Dieses Wort Gottes möchte in dein Leben wirklich Erhalt geben, Festigkeit geben. Gott wird mit dir darüber reden. Und wenn du irgendeine Zeit hast, wo du mal frei hast, dann nimm dir einen Augenblick Zeit, das Wort Gottes zu lesen, weil da erleben wir tatsächlich diesen Halt und es keinen anderen Grund geben kann, außer Jesus Christus. Und alles, was wir von ihm Jesus wissen, steht halt in der Bibel. Und deswegen ermutige ich dich sehr in der Phase, wirklich diese Bibel zu lesen. Das ist die eine Frage, die wir uns stellen müssen. Was gibt uns wirklich Halt? Die andere Frage, die wir uns genauso auch stellen müssen, ist die Frage, was gibt deinem Leben und meinem Leben wirklich eine Hoffnung? Eine Vision nach vorne. Für was lohnt es sich in dieser ganzen Phase wirklich wach zu bleiben, aufzustehen und weiterzumachen? Wer jetzt sagt, ja, irgendwann wird es wieder wie früher. Leute, das ist keine Vision. Das ist nicht die Hoffnung. Das ist Hauptsache mal so wird wieder wie früher. Das verleiht mir keine Flügel. Aber mir verleiht es Flügel, daran zu denken, hey, ich glaube wirklich, es gibt auch in dieser verrückten Phase, wo wir drin sind und die vielleicht noch lange andauern wird, in die nächste Phase hineingehen wird, gibt es den Auftrag, für sich lohnt, für mich jeden Tag wieder neu aufzustehen. Die Geschichte von Paulus geht weiter und die hat mir persönlich wirklich ein paar neue Impulse, auch in meine Emotionen gebracht, für meine persönliche und auch gemeindliche Hoffnung. Der Paulus kommt nach 2 Jahren Lockdown und einige Monaten weiter, kommt er zum Schluss jetzt vor den König Agrippa. Er muss sich dort verantworten und will das auch und stellt sich vor ihn hin. Er will sich jetzt verteidigen. Apostelgeschichte 26. Und jetzt lese ich euch das vor. Ich bin sehr froh, König Agrippa, dass ich mich heute wegen den Anschuldigungen der Juden vor dir rechtfertigen kann.
Denn du kennst ja die jüdischen Sitten und Streitfragen sehr genau und darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. So seine Einleitung. Er will sich verteidigen. Und dann erzählt er, ihr könnt es nachlesen, dann erzählt er seine persönliche Geschichte. Wie er unter jüdischen Männern aufgewachsen ist, alle großen Lehrer um sich herum hatte, wie er ein eifriger Verfolger und Verfechter war von dem Gesetz, wie er die ersten Christen verfolgt hat. Und er tut das ausführlich dem König Agrippa darstellen, bis hin zu dem Punkt, wo er gesagt hat, Jesus ist in mein Leben hineingekommen. Übernatürlich ist was vollkommen Neues passiert. Er erzählt im Prinzip seine Bekehrungsgeschichte, der Paulus. Und er sagt das explizit, was ihn jetzt in der Phase, wo er gefangen genommen ist, erklärt ihn zum Schluss nach der Begegnung, das ist meine Mission, König Agrippa. Und er sagt dann Folgendes, nämlich, dass Christus, der versprochene Retter, leiden muss und als erster von den Toten auferstehen wird, um den Juden, aber auch allen anderen Völkern das Licht der Rettung zu bringen. Er sagt, das muss er verkündigen und das möchte ich rausposaunen. Der König Agrippa reagierte folgendermaßen. An dieser Stelle unterbrach ihn Festus erregt. Du bist wahnsinnig, Paulus. Vor lauter Studieren hast du den Verstand verloren. Doch Paulus erwiderte, ich bin nicht wahnsinnig, verehrter Festus. Meine Worte sind wahr und vernünftig. Der König, zu dem ich in aller Öffentlichkeit spreche, kann das bestätigen. Ich bin überzeugt, dass er davon erfahren hat. Denn schließlich ist das nicht in irgendeinem verborgenen Winkel der Welt geschehen. Glaubst du an den Propheten, König Agrippa? Du glaubst ihn, ich weiß es. Und jetzt sagte Agrippa, es ist nicht viel und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Also der Paulus ist schon ein lustiger Typ. Er tritt da auf und gibt Gas und gibt Gas. König Agrippa, du glaubst an den Propheten. Und er, ja, jetzt hör mal auf, hinterher bekehre ich mich noch hier. Und ein riesen Theater veranstaltet er. Und dann setzt Paulus dann zum Schlussspruch an. Und dann hören wir auf einmal, was die Vision und Mission ist, was ihm wirklich in dem Lockdown Flügel bereitet. Und er sagte, Agrippa, ich bete zu Gott, entgegnete Paulus, dass nicht nur du, sondern alle hier über kurz oder lang Christen würden wie ich, allerdings ohne Fesseln, also nicht im Knast. Er sagt, das ist meine Mission, ich bete darum, ich bete, dass nicht nur du, sondern alle hier über kurz oder lang Christen werden wie ich. Das war seine Vision, das hat ihm Flügel bereitet im Lockdown. Was ist deine Vision? Was bereitet dir wirklich noch Flügel in so einer Phase? Mit oder ohne Masken, mit oder ohne Abstand? Und die Frage, was gibt uns Halt und was gibt uns Flügel, die müssen wir irgendwo in die Phase immer wieder uns stellen und auch beantworten. Mich hat das sehr herausgefordert in den letzten Tagen, wirklich. In der ganzen letzten Woche sage ich, warum möchte ich unter allen Umständen irgendwo weitermachen, schauen, was geht in dieser Zeit? Und mich nicht einfach zurückschließen, abwarten, bis der Herr Jesus wiederkommt. Der kommt wieder. Aber bis dahin möchte ich alles dran setzen. Ähnlich wie der Paulus zu sagen, Herr, ich wünschte mir, dass alle irgendwo diesen Jesus als Gott erkennen. Ich habe in den letzten Tagen ein Zitat von dem heiligen Benedikt gelesen. Die Regeln des Benedikt, so eine ganze Regel für seine Ordenschaft dann geschrieben. Und der hätte seine Vision von Kirche ein bisschen formuliert, vom Haus Gottes. Und er hat das folgendermaßen gemacht. Er hat gesagt, niemand soll verwirrt oder traurig sein im Hause Gottes. Über den Satz habe ich lange nachdenken müssen. Ein ganz alter Satz. Niemand soll verwirrt oder traurig sein im Hause Gottes. Und er hat als Erklärung dann geschrieben, Traurigkeit entsteht da, wo Menschen nicht mehr wahrgenommen werden. Und Verwirrtheit entsteht da, wo nicht klar mehr geführt wird, wo die wichtigen Dinge nicht mehr wichtig sind. Und die Regel, Leute, die hat mich wirklich ins Nachdenken gebracht, auch für uns als Kirche. Ich glaube, dass Kirche in der Pandemie ein Ort ist, wo Menschen trotz Abstandsregeln und Masken wahrgenommen und wertgeschätzt werden.
Und dafür kannst du und ich einen Beitrag leisten. Lass uns in der Phase mit allen Kräften daran schaffen, dass Kirche, dass ICF ein Ort ist, wo trotz Abstand, trotz Maske Menschen wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Und lass uns ein Ort sein, der Hoffnung verbreitet. Ob wir hier zusammenkommen, im Livestream, Small Group, wo es noch irgendwo geht oder wo auch immer. Lass uns noch Hoffnung verbreiten, die nur einen einzigen Grund hat, einen Namen, nämlich Jesus Christus. Den Namen verkünden und das möchten wir. Das ist unsere Hoffnung, Leute. Und dann wird Kirche wirklich zum hoffnungsvollen Ort, wo jede Angst und wo jede Unsicherheit, wo unser Herz manchmal beschleicht, wo wir traurig werden, verzweifelt werden, am Schwitzen sind und denken, wie geht's denn weiter? Da können all diese Dinge wirklich zur Ruhe kommen. Weil der Name ist, der deinem und meinem Leben eine Hoffnung gibt. Und dafür möchte ich euch wirklich gewinnen in dieser Phase, dass wir als Kirche so ein Ort sind. Ein Ort von der Wahrgenommen und Wertgeschätztheit. Ein Ort, wo man wirklich verwurzelt sein kann, aber wo man Flügel bekommt. Wir möchten diese Hoffnung rausbringen. Deswegen machen wir Livestream, deswegen sind tolle Leute immer wieder am Parat hier in Basel-Land, in Lörrach, Gas zu geben, sagen, hey, wir möchten das weitergeben. Nicht nur am Sonntag, durch die ganze Woche. Aber das ist unsere Mission als Kirche. Und dafür möchte ich euch gewinnen. Aber zuerst möchte ich euch auch im eigenen Herz wirklich mitgeben. Was gibt dir wirklich Halt? Und was bereitet dir wirklich Flügel? Und die beiden Fragen werden in den nächsten Wochen immer wieder wichtiger werden. Darf ich euch bitten, aufzustehen und möchte einen Moment nehmen, wo du persönlich für dich beten kannst. Und du bewusst an dem Ort, wo du jetzt stehst, wirklich auch die Frage, die selbst stellen darfst, hey, was gibt mir Halt? Und vielleicht kannst du für dich formulieren, in deine Maske hinein nuscheln oder für dich einfach nur leise im Kopf sagen, aber versuch es irgendwo zu formulieren. Und auch den Satz, hey, was gibt dir Hoffnung? Was verleiht dir nochmal die Energie und die Flügel in dieser Phase weiterzugehen? Ich bete dann und im Anschluss werden wir ein Lied zusammen singen. Wir werden nicht singen, sie werden hier singen. Du kannst einstimmen innerlich. Du kannst einen Text mitlesen und kannst Stück für Stück sagen, ja, das ist mein Text. Du kannst sagen, das möchte ich jetzt, nur die Phrase möchte ich nochmal für mich wiederholen. Das ist eine Form, wie du partizipieren kannst und mitmachen kannst, auch ohne Singen. Nimm uns einen Moment von der Stille mit den beiden Fragen und ich bete dann. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unserem eigenen Leben wirklich heute noch einen neuen, frischen Wind einhauchst. Und da, wo momentan die Flügel schlaff geworden sind, da bete ich, dass du wirklich sie neu wieder aufrichtest und Visionen und wirklich eine Hoffnung in uns wach machst. Dass sie nicht einfach nur Gefangene von Masken sind und von Händewaschen, sondern Männer und Frauen sind, die durch diese Phase hindurch einen Namen zu verkünden haben, dich, Jesus. Der Name, der wirklich Hoffnung bringt. Und möchte ich bitten, dass du das in unseren eigenen Herzen lebendig machst und uns als ganze Kirche immer wieder bewegst in dieser Phase, sagen, für das sind wir angetreten und das möchten wir weiter verkünden in deinem Namen.